Welkom zu deze klas van Säulische Heilung. Wir sind bei der 7. Lektion. In dem Buch ist dort auf Seite 30. Wir wollen verstehen lernen, wo diese Weide von herkommen wird. Du weißt, dass dort dein Hort voll Weide ist. Du weißt, dass du viel mit zu handeln. Aber das ist auch wichtig, dass wir verstehen können und anerkennen, wo diese Weide von herkommen wird. Weil wenn wir das einmal mal wollen anerkennen, und zu sein kriegen, von wo das kommt, dann kann wir damit handeln, dann kann wir vergeben, wo das fehlt zu vergeben, dann kann wir das loslassen und dann kann wir vorwärts gehen im Leben. Das ist ein Bild von einem Hort, was ein bisschen laut ist, wenn das in Stufen aufgehakt sein. So ein Hort ist ein bisschen so aus dem Haus, was in Stufen gedollt ist. In jeder Stufe hat eine Geschichte. Jeder Stufe hat Erfahrungen, some sind gut und some sind schlecht. In einigen Stufen fingen wir vielleicht Sinn, was sich da hat gemerkt. Und in anderen fingen wir vielleicht weiter, oder von beides fingen wir dabei an. Jeder Stufe muss neu sein. Und Jesus will diese Stufen mit uns durchgehen. Wenn du einmal hast Hausrennen gemerkt, und vielleicht alle die Frühes, was hier vorhin hat mit Hand. Das meint, nu nimmst du die Zeit, jeder Stufe von der Grund durchgehen, jeder Schifflud nur sein, jeder Kleiderschop nur sein, und du mal alles uitrennen. Und wenn du irgendwas zu fixen fehlt, dann dort zu fixen. Wenn du fehlt Rahn zu schmieren, dann schmieren wir Rahn. Wenn fehlt frisch uitzufahren, dann fahren wir uit. Aber das kann eine große Arbeit sein. Und ich weiß, dass das ist ein Ding, was nicht leicht sein für dich, wenn du mit das anfangen darfst. Und wofür einmal hast du das also gegangen, dass du mit irgendeiner Arbeit angefangen hast, du hast vielleicht große Last gehabt mit das Anfangen, aber das ist alles so laut, nu lässt das schwer, als es vorher leid. Nu habe ich alles überall gekrümmt, weil hat das hier nicht. Und ganz anmutig waschen sie, denkst man, ich kann nicht mehr mit das anfangen. So viel anmutig, wie so was beleben dann. Und da kann die sein, dass was mit das auch so dort gehen. Du fängst hier mit einem Ding an, wenn du weißt, dass das ist Zeit. Du weißt, dass das ist wichtig, dass du das, aber da kann was kommen, wo du anfängst hier nicht zu kicken und sagen, was habe ich mir angegangen? Wenn ich das bloß hat Tag gelassen, wie wir noch wieder gelebt haben, ist das. Die Israeliten, die ging das auch so dort. Gott rat ihn aus Ägypten raus, wegen sie haben all vielmals ausgeschrien. Gott, help uns hier raus, wir wollen nicht immer Sklaven sein zu das Land. Wenn sie doch all 430 Jahre Sklaven gewesen sind, aber sie wollen mal los von dort. Und so Gott rat ihn raus. Aber wo sind sie nun? Nu sind sie folgen sie werden nu auf einer Stadt, wo nicht mal so gut wie uns in das Sklaven leben. Wenn die Leute nu noch schwieriger als es vorhergelassen hat. Aber die wollen doch auch angeworden sein, wenn die wollen Ändernissen merken im Leben und irgendwas verbessern soll, das wird für einmal erst schwieriger, als es besser werden wird. Aber das prüft sich dann, als wir wollen standhaft bleiben, oder als wir abgeben wollen. Und dort wird in dieser Sache existiert. Die Israeliten, die sehen bei uns, lass uns bis wir Trainer Ägypten. Übrigens haben wir noch das Zippeln und was immer. Hier habe ich nichts. Aber sie müssen sich hier lernen, um Gott zu holen. Und so, wenn du das anfangen darfst, ich will die merken, du nicht abgeben mit das. Wenn du von einer Stufe in der anderen gehst in dein Hort und du fängst du weiter und du fängst du Sinn, wo du mit zu handeln fehlt, und die dort anfangen so schwierig zu lassen, jaff nicht ab. Von der aus wie bei einer Lektion, wo du warst mal eine doll Arbeit tun. Sie eindeutig was all sein, Blatt, meistens nicht geschrieben das hat, wegen du sollst das voll merken. Du sollst das ausfallen. In Jesaja 53, Vers 4 und 5, da sagt Jesus, doch die Krankheit, die er drüch wie unsere. Das Leiden, was uns traf, drüch heu. Aber wir dachten, Gott mög am Leiden und bestraft am. Doch wir wegen unsere Sünden verlatzt, brüch und uns vergungen dool.
Op arm lag die Struf, die ans Hallmjörk, doordat dat hij die Schläge kreeg, so wie je sind. Jesus, die starf door am Kreuz für 2 Dinge. Onze Sinn, über sie zu schaffen, die zu betonen, dass die Schuld weich wird zwischen uns und Gott. Und zum unsere Wunden heilen. Jesus ist sehr viel schwerer durchgegangen wegen mir und die. Und nicht bloß körperlich. Ja, körperlich wird am sehr verwundet. Aber der ist säulich viel Wunden durchgegangen. Er hat viele Wunden gekriegt. Er hängt da am Kreuz und er schrie ut zu Gott, warum hast du mich verloren? Hast du die einmal so verloren gefolgt? Jesus wird reinkriegen, weil du die fallen das. Als seine Jünger am aller verloren in dem Garten, er hatte ganz allein stand. Wo allein folgt Jesus sich da? So Jesus, der kann verstehen, wenn du Sinn in dein Hart hast, wo man dort zu handeln. Wegen er hat die alle betont am Kreuz. Wenn du die Weide in dein Hart hast, Jesus weiß, wo die davon zu heilen. Er hat die Kraft, dort zu tun. Und Jesus, der will mit die Taub dein Haus durchgehen. Der brauchst du nicht allein tun. Und dort ist wichtig, dass wir dort verstehen können, das ist nicht ein Ding, was wir allein brauchen tun. So, das Zeit, jeder Stufe durchzugehen. Und während wir diese Dinge zu sein kriegen, und weiter durchgehen, kann es sein, dass wir die weiter noch ganz familien waren fallen. So, krank so, als ich die dann fallen würde. Ich will mal eine Begebenheit mitteilen, eine Experience, was ich mal hatte. Das sind al etliche Jahre 3. Ich und mein Mann, wir waren dann in einer Stadt hier in Mexiko. Und dann will meine Schwester und ihre Familie mal nach uns kommen spazieren. Und mein Mann muss den Tag noch schaffen, aber er sagt, er wird bloß einen halben Tag. Dann will er in Haus kommen, dann will wir mit der Jas spazieren. So, der Jas ist nicht bei uns. Und ich fahre nun nach der Arbeit meinen Mann holen, weil ich heute nicht fertig. Und als ich spazieren bin, dann habe ich durch Mittag einen Hamburger gekauft und einen Coke. Und nu kriegt er Fuß an der Mat vor der Seite nähen. Und ich leg das sowieso immer nicht, wenn ich vorhin dort in halbe Seite saß, dort wegen, mir fällt sich immer so, ich verstehe dann nicht zu fahren. Und aber an seine Seite wir nicht. Aber ich fällt mir immer gleich. Und so ich dachte, okay, no big deal, wir wollen ein Haus fahren. Und so ich vor, ich denke auch nicht immer viel. Und dann sage ich da, hey, dann ich kann so busig fahren. Ich will meinen Hamburger abgegeben kriegen, wie wir zusammen. Sie das letzte Part, das hier ich auch gesagt habe, das vernehm ich gesagt, wegen ich vernehm, was er sagt, hey, lob mal nur. Und das gerät mich für nur an. Ich kann nicht verstehen, warum. Wegen das wie nicht schlimm, was er sagen will. Aber dadurch, dass er dort sagen will, mir das so angegeben hat, nu bringt ich noch hostig. Ich soll nur loten, nicht hostig brechen. Nu dat ich so hostig brechen deed, nu geht er in sein Zerrer uit, wat er da ab Flurstuhlen hat zwischen seine Feit, du hier nicht haben, aber anyway, nu geht er uit. Und so, nu wir haben das so, aber was tust du hier? Und hier fällt ich mir bloß all gründlich, was ihr tun. Und heute kann ich verstehen, was er auch getan hat. Und der hat auch nicht auch getan. Aber ich fällt mir so weh, so entweder, ich will ganz entroen, was wir betüßt werden. Und da will ich weiter fahren. So, wir fahren in den Garage an, und ich bin ganz verrot und ganz voll Video, und weiß nicht warum. Ich gehe in die Kirche ans Jas, ich drehe gleich in die Schlupfstufen an, und ich lege mich auf die Knie an, und ich bete zu Gott, Gott, warum? Ich will wissen, warum ich so handle das dort. Because mein Mann hat nicht auch getan. Warum tut mir das so weh? Und ich sage am Gebet mit Gott und dann jaft er mir in Memory. Das ist, wenn er wieder in mein Haus sind und er lädt mich in diese Stufe an, in dort Closet. Nu will ich dir mal wissen, was hier bei ist. Das habe ich noch nie nicht neu sein. Was er mir wiesen dort wir, dort als ich nach Natschaft ging wir, dann wegen mein Dad einmal trinken dort, kam dort auch Batur, wo er seine License verlieren dort. Wir wohnen in Kanada. Und wenn du nicht License hast, dann bitte wir die nicht zu fahren, wegen dann bisschen Trouble, wenn sie die dann wollen catchen, nicht? So, und er wird gesagt, gehorsam an, und er fuhr dann auch nicht.
Aber dan moest ik mijn license merken, damit ik alle Wege anführen kann. Und ich habe in verschiedensten Städten geführt, dass das fehlen dort. Ich habe nach einer Bar geführt. Da hatte ich keinen guten Trinken. Und wenn ich vorig hatte, dann konnte ich am Haus führen. Ich habe vielmal besiegt mich an der Chor gesehen und ich kann auch gleich sagen, Kopf aufhängen, ich will weit weg, aber ich verstand immer besser zu fahren als ich. Mir nach weg über fair sein, da hier nicht so steht, da nicht so steht. Und du hast einen doll weiter von gekriegt. Wenn das Fahren hat für mich als ein Jugendlicher so eine schöne Zeit sein, aber das wird gleich. Wenn du wie immer diese Weide mit verbunden, diese Angst. Und so, das ist, was Gott mir hier offenbaren hat. Er sagt, diese Weide, da hat er dazu gebracht, dass du von der so mit den Mond handeln darfst, als du darfst. Und so, ich frage Gott, als er mich heilen wird von der Weide. Ich anerkenne dort, dass meine Papa hat mir die Weide getan mit dort. Aber dann sage ich Gott, nu ist es Zeit, ihm zu vergeben. Lass ihn los. Er hat sich eine Schuld gemerkt bei dir. Und du musst nicht wollen sein, das zu betonen. Omdat du kannst frei sein, dass du kannst gehalten werden. Und so das war ich in dem Moment dort. Während meine Jahre in der Kirche lernen dort, brauche ich keine Weide ohne Gott. Verheilung. Aber du halt Gott mich von den Memory. Die Memory, der erste noch einmal. Aber du hast keine Weide mehr damit verbunden. Und so das, was du nicht warst tun. Du warst nicht, als ein Beispiel, das Blatt nehmen hier, sieht eindeutig. Und du wirst nicht anfangen abzuschreiben, Dinge, was Gott dir aufdagen wird. Wenn du hast auch Dinge an dein Leben, was an dein Hort Dinge offenbaren tun, dass du noch eine Weide hast. Wer ist die Person, die du hast Weide tun? Schreib das ab. Was hat die Person getan, was die so Weide? Und dann schreib ab, wo die dort mir gefallen. Das ist wichtig, weil wir wollen unser Gefühl Anerkennung geben. Wegen unsere Gefühle sind wichtig. Wenn du was kannst, vorwärts kommen im Leben, dann ist es wichtig, dass du hier stillhalten darfst und sagst, okay, nu will ich mal mit meiner Vergangenheit schaffen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber es kann sein, dass du all viele Jahre hinter dir hast, wo all viele Weide abgesammelt hast. Nu will ich mal mit der Weide alle handeln, dass du was kannst vorwärts gehen. Paulus sagt in Philipper 3,13, er sagt, ich strebe nur dort vergeten, was hinter mir ist, und ich strebe nur dort, was vor mir liegen wird. Das ist sein Ziel hier. Er will das vergeten und er will vorwärts kommen. Können wir die Dinge vergeten, was wir belebt haben? Ich glaube nicht, dass das, was Paulus meint, hier, dass uns dort in Memory rauslassen wird. Vergeten hier meint loslassen. Aber wo kannst du ein Ding loslassen, wenn du noch nie nicht mit gehandelt hast? Und diese Dinge wollen wir auch nicht über Deal bringen, zu Menschen beschuldigen in unserer Vergangenheit, was uns haben wir getan. Ich darf mich da nicht mal beschuldigen. Ich habe mit dort gehandelt, ich habe vergeben. Und ich weiß, dass heute auch und viel weiter all gewesen ist. Das ist für arm mit zu handeln. Aber das ist ein Ding, wo ich mit handeln muss. Ich habe das nie nicht gesagt, was ich hier für einen Struggle habe mit das. Aber das braucht ich nicht, das weiten lassen. Ich brauche bloß, dass über den Krumm, geben dort an Gott seine Hände, vergeben mein Dad und dann vorwärts gehen. Und so dort sind da viele Dinge, die du wollen über den kommen in dein Leben, wo du dieses mit handeln musst. So wie kicken drei, aber wir beschuldigen nicht. Wir anerkennen, diese Person hat mir weitergegeben. Aber nu will ich das loslassen. Ich will den nicht immer an meinen Gedanken haben und verbessern gegen die. Ich will den nicht loslassen. Und ich will Heilung kriegen von dieser Weide. So, wenn ich will Heilung kriegen, dann muss ich von meiner Vergangenheit loslassen. Und dann muss ich diesen Zweig drehen. Dann muss ich vorwärts gehen im Leben. Jesus, der will uns halten mit das. Und so, dort kann sie nicht Zeit dienen. Das ist nicht so, was da über Nacht passieren wird. Ich habe hier einmal ein Jahr mit zu tun gehabt. Und viermal dann würde ich so denken, okay, nu sind ich al weit gekommen, wenn ich würde feilen. Ich habe weit Heilung gekriegt. Dann mal eins hastig, dann würde was abkommen, was aufhörst.
En dat wil mij bloß so doelschloen. En dan word ik omvangen te vragen, okay, wat geht hier an? Wat geht hier an? Gott, ist hier irgendwas, wo ich noch nicht mit geschafft habe? Dann wird mir wahrweisen, okay, nu zijn we in deze stoof. En hier ist eine Video von einer ganz anderen Person. Mit der hast nie nicht gehandelt. Zum Beispiel, als ich 13 Jahre alt war, ging ich in eine Schule, wo ich von Fuß an einem Jahr hatte, was immer mich specken deed, sozusagen, mit wird. Auch eine 13 Jahre Jahr. En dat we een don't wat ik deed, wo ik weer, over dem Jahr, die zag mij doel te krijgen. En ik had eben nog niet wat gedaan. En ik weer ook eerst zo lang in de school. En we hebben nu weer al jaren vergaan, weer dan nog 13. Maar dan maar eens dan kwam er wat op. En weiß Gott, mich kriegt das. Seit dem Jahr, das ist dir noch nie nicht verjährt, nicht? Und kriegt du fehlt die auch Heilung. Sie Gott, der schafft. Und bei Sieden hier, er sagt, ich will die heilen, aber du musst auch den Part tun, du musst verjähren, du musst den loslassen. Wenn wir verjähren, du kriegst Gott Ruhm zum Heilung in uns Leben schaffen. So, ich will die Mut merken, das zu tun. Das ist wichtig, dass du das tust. Das ist nicht ein Makel, ich denke. Aber das ist wichtig, dass du das tust. So, nimm die Zeit, fall das aus, bring das vor Gott. Und krieg ihn wie viel Zeit das brauchen das. Sie geduldig mit dir selbst. Okay? Die Israeliten, die das 40 Jahre in der Wüste. Hoffentlich geht das nicht so lang, nicht? Aber die in der Vergangenheit, die wollen auch abbremen und mit all das handeln, da kann sie in Zeit dienen, aber sie geduldig mit dir selbst. Wir haben noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass du willens bist, mit uns taub, durch uns Hort durchzugehen und zu sehen und zu finden, was du alles ist, was uns Schulden geben wird. Du wirst vermehlich Sinn über dir kommen, Sinn so eines Bitterness oder Rebellion. Und Gott, ich freue, dass wenn du so eine Dinge findest, dass es dort, dass du uns was halten, frei zu werden von dort und uns vergeben, dass wir mit uns dort durchgelebt haben. Wir wollen das loslassen, wir wollen das nicht mehr. Und ich bete, wenn wir ein Video finden, wenn du das Video über dir kommt, dass du uns was halten zu sein kann, von wo die Video herkommt, wer das getan hat, was die uns getan haben und was uns das mir gefallen, dass wir durch keine Heilung kriegen. Gott, ich bete, dass von dir viele, viele Menschen durch diese Lektion werden können, frei werden und geheilt werden von ihren Wunden und ihr Hort. Gott, ich danke dir für was du was tun. Wir geben dir alle ihr. In Jesus' Namen. Amen.